Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. So, wir machen uns auf den Weg nach Marion Forks und ich fand eigentlich die Bemerkung in der letzten Episode, gerade mal gucken, ist da noch was drin? Leider nicht. Ich fand die Bemerkung eigentlich ganz interessant, von wegen Gizzo sieht für ihn eher wie so ein Steuerberater aus oder wie so ein Bürotyp. Da kam mir jetzt beim Rachermoll eher der fixe Gedanke zwischen der Aufnahme. Wenn ich von Nero wäre, würde ich eigentlich so ein paar Typen von mir auch in die Camps einschleusen, um einfach zu gucken, wie sind eigentlich die kontaminierte, in Anführungszeichen, Leute drauf und wie entwickelt sich das bei Denner. Also, wenn ich ein Nero-Typ wäre, würde ich auch so einer als knallharte Gangster getarnt dorthin schicken, der für mich spioniert. Das kam mir gerade so als etwas absurder Gedanke. Und wenn Deacon das schon sagt, ich denke, gut, als Biker hat er jetzt zwar eher weniger akademische Kenntnisse, dafür sehr viel Menschenkenntnis, die man nicht unterschätzen sollte und die hier unglaublich nützlich ist in so einer Welt. Deswegen, also, ich vertraue Deacon jetzt einfach mal, wenn der das sagt. Kam mir halt dieser Gedanke, was ist, wenn Gizzo einfach ein Nero-Agent ist und eigentlich für die Typen dort arbeitet? Lass mich in Ruhe. Drecksack. Noch ein bisschen die Viecher arg fahre. Was für Geräusche. Und ja, natürlich werde ich auch von Neros Seite protokollieren, wie läuft's in den Lager. Und Iron Mike will die Demokratie wieder zurück. Bei dem würde ich auf jeden Fall einen Agent einschleusen. Nur mal so am Rande. Als kleiner Gedankengang zum im Hinterkopf behalten, ne? Ach Gott! Drecksäck! So, warte mal. Wir sind ja schon relativ nah an Marion Forks, was eigentlich der einzigste größere Ort ist, außer das Gebiet, wo wir noch Lisa noch gesucht haben. Ups. Und Shermans Camp. Warte mal, jetzt fahre ich gerade komplett durch die Pampa. Naja, wir lassen das Bike ein bisschen rollen. So kommen wir ja auch hier. Naja, alle Wege führen nach Rom und so. Wobei Marion Forks würde ich ungern als Rom bezeichnen. Naja. Ich bin im Outback. Okay. Dann leise. Sehen? Ist er da? Keine Ahnung, aber wenn, dann finde ich ihn. St. John End. Warte mal. Gut, da ist der Schalldämpfer drauf. Ich würde nämlich ganz gerne ein paar von den Kasper, wenn du welche sind, wegsnipern. Nee, das den Kofferraum sage ich. Die Motorhaube mache ich jetzt nicht auf. Ist mir etwas zu riskant, gerade wegen Lärm. Ich möchte nicht riskieren, dass da was abgeht. Achtung. Einer weg. Haben es die andere gemerkt? Vielleicht. Was? Der entdeckt gerade auch einen Toter. Oder gleich. Gut. Wegsnipert. Ey, Kugelhelm hat er noch. Oh, das ist ein Drifter, ja. Dann können wir nur den Helm abschießen. Ah, ne, okay, wow. Das hat sogar wirklich geklappt. Durch den Helm durchgeschossen. Ey, der Sack hat sich an meinem Bike zu schaffen gemacht. I think it hacks. Arschgeig. Ja, ein bisschen reparieren müssen wir, aber das liegt wahrscheinlich auch an der Freaker, die ich damit ein bisschen arg fahre habe. Okay, jetzt haben wir hier nichts mehr drin. Warte mal, mit der Handfeuerwaffe bringen wir uns einen Schalldämpfer an und arbeiten uns jetzt so ein bisschen vor. Ich bin hier! Ja, ich höre dich. Versuche auch mich um dich zu kümmern, Kerl. Okay. Wo ist der Typ? Erstmal warte, bis ich mich hier von der Helligkeit wieder angepasst habe. Okay, da scheinen wohl eher auch noch ein paar Leiche zu sein. Vielleicht im oberen Stockwerk. Ey. Das heißt, hier findest dich wohl toll. Hier findet sich niemand toll. Ah, du geht's hoch. Freaker anscheinend noch unterwegs. Halt. Versteckt euch! Okay. Gut, dann hat's erledigt. Oh. Irgendwann musst du stehen bleiben. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall bemerkt.
Und draußen sind noch ein paar Freaker unterwegs. Doch nicht so sehr draußen wie gedacht. Was? Oh, scheiße, nee, den kriege ich nicht in dem Konzentrationsmodus. Huch. Okay, dann können wir aufs Öhrler abknöpfen. Gut, jetzt gut. Hoppenla. Wow. Lecco mio. Alter. Ui. Leck. Aber da passen auf jeden Fall ein paar mehr Kucklerei als bei der Standardpistole, die wir hatten. Hey Larson, hältst du noch durch? St. John, Okay. ich wollte nur Hoppla. in die Stadt was trinken, mit Freunden rumhängen. Sobald du frei bist, machst du, dass du von hier wegkommst. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Tja. Keine Ahnung, wo du hergekommen bist, aber meine Güte. Los, lauf. Der ist ja auch cool mit seinem Tiger drauf tätowiert. Alter. Sein Tiger auf dem Kopf drauf. Ankunft in der Stadt zu 100%. Sehr schön, so gefällt man das. Das ist einfach nur gründlich. Ich mache Missionen und es ist zu 100% fertig und jetzt zu 69. Schutz für die Schwachen, 30%. So schwach sieht der Typ jetzt aber nicht für mich aus. Das sieht eigentlich auch aus, als würde er solo ziemlich gut klarkommen. Oh yeah, Fertigkeitspunkt. Warte mal, da hat man doch was ultra affengeiles. Und zwar, genau, Munitionskapazität. Auf jeden Fall ist das gekauft. Nachlegen. Die maximale Munitionskapazität ist jetzt für alle Fernkampfwaffen erhöht. Munition findest du in den weggeworfenen Fernkampfwaffen und Munitionskisten. Ja, super geil. Genau das wollte ich. So, jetzt gucken wir nochmal. Okay, ja, gut, da sehen wir jetzt noch nichts davor, aber wenn wir aufstocken, sehen wir bestimmt viel davor. Haben die da möglicherweise noch Freaker erledigt? Ah ne, das sind wohl Banditen, die den Freaker zum Opfer gefallen sind. Halt mal eine Gaul, die plündern wir selbstverständlich. Schrottinventar ist wieder voll, okay. Immer hier. Und du hast anscheinend andere paar Bandidos oder Freaker erwischt. Jo, ein Schwärmerohr. Und was ist hier noch drin? Ist hier noch was im Angebot? Ne, das sind wohl die, die ich auch eliminiert habe. Na gut, na gut. Dann bringen wir den Job jetzt wieder gerade zu Tucker zurück. Bin mir nicht sicher, ob ich aufgetankt habe. Warte mal. Jo, dann sind jetzt alle Nebenmissionen wieder weg und ich kann mich um den gute Boozman kümmern. Gerade mal gucken. Tadam. Erstmal weg. Hoppla. Wieder das Bike hoch. Genau. Hier wieder Schnapper. Jo, mir hat natürlich nicht getankt. Gut, dass ich mitgenommen habe, vorsichtshalber. Na. Willst du wohl voll tanken, Diek. So. Dann mal los. Immer hier. Von 75% wieder auf 100. Ich gehe doch lieber auf Nummer sicher, was das angeht. So, steigt mal auf. Und dann schauen wir mal, ob die Quest jetzt schon bei Tucker abgegeben wird oder nicht. Weil zu ihr selber müssen wir nicht zurückkehren. Das hat sich wohl erledigt. Dann geht's wohl hier zurück. Ich fahre jetzt erstmal ein bisschen, dass er hier nochmal Funkkontakt mit Tucker aufnimmt. Dann können wir immer noch bei der, was weiß ich, bei der nächsten Tankstelle oder Gelegenheit einfach nochmal auftanken und dann die Schnellreise wieder machen. So, warte mal, da war das so, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, weil die Brücke war kaputt. So. Okay. Dann labern wir mal ein bisschen mit Tucker über Funk, wenn möglich. Wir fahren den Weg jetzt einfach mal so ab. Oh, was zum Teufel. Das sollte ich mir mal anschauen. Was dann? Naja. Naja, egal ist 88. So, Tag, weiter. bist du da? Ah, Ich hab genau Larson das. gefunden. Er sollte jetzt auf dem Weg nach Hot Springs sein. Genau das hatte ich erwartet. Sehr gut. Alkai wird nach ihm Ausschau halten. Es sind jetzt noch mehr Ripper nach Belknap unterwegs. Wir brauchen hier jeden Mann. Tucker, Ende. Okay. Schön. Schönes Ding. Dann war der Funkkontakt nämlich erledigt und wir können die Schnellreise machen. Mittlerweile weiß ich ja, wie der Haas läuft. Immer wenn man dann wieder aufs Bike steigt und ein bisschen durch die Gegend gurkt, dann ist das wieder. Aber ich will halt nicht, wenn ich zur nächsten Quest wieder unterwegs bin, unbedingt dann, dass der Funkkontakt rumknödelt und
mich das dann immer stört, während ich dann die neue Quest annehme. Das ist dann zu viel Laberei über Lagerung. Das gefällt mir nicht so gut. Deswegen fahre ich einfach immer ein Stück und es lohnt sich ja auch, in die Nähe zu fahren. Dann bin ich ja eh schon auf dem Weg und verschwende jetzt nichts an Tankreserve und so weiter. Und zu Iron Mike ist es dann halt von Marion Forks aus doch ein Stückchen Weg, ne? Okay, ich bin ja auch mal gespannt, wenn wir mal keine Missionen haben und wir uns einfach mal so im Radius umgucken können. Wow, nur noch 20% im Tank. Moment, da war noch irgendwas angezeigt. Vielleicht liegen hier noch ein paar Freaker rum. Oder ein paar Tiere oder Plünderer. Ah ja, in dem Fall wohl ein Plünderer. Verbandinventar voll. Wisst was? Können wir genauso gut einer benutzen und uns voll auf Heiler. Und können Dendo mitschleppen. Sehe ich jetzt kein großartiges Problem drin. So. Dann wieder zu Lost Lake. Und schauen wir mal. Ich komme eh lieber von der Seite als von der kleine wackelige Brücke. So. Okay, da ist ja eh der Hauptplatz dann. Wir parken nochmal hier. Macht nochmal Schnellspeicherung, Ani verkehrt. Ricky Patil hat derzeit auch keinen Job für uns. Ich hoffe, du kaufst was. Ja, schauen wir doch mal, was wir kaufen. Und zwar Nottanke und repariere. Ja, ich brauche viel Benzin, das ist Standard. So, wenn wir dann die entsprechende Rufpunkte haben, können wir hier nochmal... Oh, Mann. Also Lost Lake entwickelt sich zu meinem Lieblingscamp, weil man hier die beste Sache abgreifen kann. Ja, ja, da kriegen wir die ganze coole Sache. Wir müssen mal bald auf Vertrauensstufe 2 hoch. Definitiv. Was macht dann die Gabel? Erhöht die Schadensmenge, die dann ein Bike aushalten kann. Ah, das motzt einfach noch ein bisschen auf. Ja, cool. Cooler Scheiß. Wir sehen uns. Ah jo, sehen wir uns. Und derzeit ist auch wieder Tag. Tag ist mal eh lieber. Dann können wir hier auch noch ein bisschen Beute abliefern. Ja, das bisschen, was wir halt haben, ne? Wie läuft's? Es läuft. Der Waffehändler, genau. Schön, dich zu sehen. Ah jo, immer schön. Ja. Genau, das ist halt etwas besser vom Schade. Die Feuerrate und Durchschlagskraft von dem Gewehr ist halt nicht so toll. Ja, die SAF ist nach wie vor die beste, würde ich sagen. Wobei ich über das Ding auch nochmal nachdenken könnte. Ja, die Durchschlagkraft, die ist es halt. Ich glaube, das Ding wäre nicht schlecht. Die Feuerrate ist halt so ein Kotzer. Die Durchschlagkraft ist anders gut, die Präzision ist auch... Das schießt halt wie Sau. Da muss ich halt gut skillen. Aber das Ding wird es auf jeden Fall, wenn ich dann mal Stufe 3 hier erreicht habe. Das ist vom Schade besser. Mannstoppwirkung. Wisst was? Wisst was? Das werden wir uns auf jeden Fall holen, das Talon -7. Aber das Gewehr C8 würde ich mal hier, glaube ich, auch mal gönnen. Mannstoppwirkung ist zwar etwas schlechter, aber ich glaube, das hole ich mal. Tja, Garantie gibt's darauf nicht. Ja, klar. Und dann holen wir uns auf jeden Fall wieder Munition für Sturmgewehr, für die Pistolen. Satteltasche brauchen wir nicht. Gewehr können wir gerade nicht auf Motze. Nicht? Okay. Handfeuerwaffe holen wir auf jeden Fall Anomol, Primärschalldämpfer und Spezialwaffenschalldämpfer. Genau. Gewehr C8 Magazin 2. Brauchen wir allerdings Stufe 3. Ja. Okay, dann schauen wir nochmal, dass wir hier, Schalldämpfer A bringen. Da ist es auch nochmal. Und hier auf jeden Fall Anomol. Okelidokeli. Bis bald Na, mal. dann gehen wir wieder zu Eddie und schauen mal, wie es Boozer geht mit seinem amputierten Arm. Hoffentlich geht es ihm besser. Vielleicht kriegt er so coole Prothese. Wie geht's, Bruder? Dick, ich könnte wirklich eine zweite Hand gebrauchen. Scheiße. Du legst dich hin. Ja, Ma'am. Er darf noch keinen Besuch haben, aber ich brauche wirklich Hilfe. Okay, bis später. Ich bin hier. Hey, Doc, im Ernst. Kann ich danach wieder Klavier spielen? Sehr witzig, William. Leg dich hin. Okay, Flohwalzer geht. Echt jetzt? Es geht etwa so. Das ist auch ein bisschen Schmerzmittel, wie es Wie du aussieht. siehst, geht es ihm schon viel besser. Das Fieber ist komplett weg. Gut, sehr gut. Alles klar, ich muss mich noch um was Deacon, kümmern.
Wie ich schon sagte, William verdankt dir sein Leben. Boozer schuldet mir einen Dreck. Ich schulde ihm. Ich hab noch 2 gerettet. Eddie und Mia wären gestorben ohne Antibiotikum. Das solltest du wissen. Sehr gut. Die gefällt mir eh, die mag ich. Die denkt schnell pragmatisch. Die ist cool. Ja, und Boozer scheint ein bisschen auf Schmerzmittel zu sein, oder scheint die Sache einfach mit Ironie und Sarkasmus hier zu nehmen. Gut, solange er nicht in Depressionen versinkt, das war das, was ich ursprünglich befürchtet habe. Trophäe erhalten in Kupfer, Kameraden. Ja, ich habe befürchtet, dass Boozer in Depressionen versinkt, aber schauen wir mal, was dort draus einfach wird. Okay, gibt noch ein bisschen Vertrauen für Iron Mike. Ich will endlich Vertrauensstufe 2. Wow, und 94% schon von Er ist mein Bruder. Waffe freigeschaltet. Boozers Flinte, ja! Etwas besser zu gehen. Ich habe einen Job für dich. Fahrer zur Position. Ja, geiler Scheiß. Jetzt haben wir Boozers Flinte, die war saugut. Die hatten wir ja im Tutorial. Warte mal. Primärwaffe, warte mal. Boozers Flinte. Ja, die macht halt schade wie die Sau. Hat allerdings eine beschissene Präzision. Feuerrate ebenfalls. Durchschlagkraft ist auch nicht so gut wie das SAF. Ja, schade. Und hier haben wir SAP 9. Ja, die 9 mm ist nicht so doller. Armbrust, nee. Möchte ich nicht mehr. Drifter Armbrust. C8 ist gut. Na dann, Okay. Du hätten wir hier noch, ne? Ich habe einen Job für dich. Okay. du kommst bald wieder, ja? Gut, das wird entweder bei Iron Mike sein oder bei Schizo. Ich hoffe nicht bei Schizo, sondern bei Mike. Mike ist einfach cool. Ich mag den Kerl irgendwie. Der ist zwar ein bisschen gestört, aber er ist cool. Hey, ich habe einen Job für dich. Ach nee. Du hast einen Job für mich. Ja, da sind ein paar tote Freaks. Westlich der Brücke, stecken im Matsch. Die muss jemand rausholen. Und dann hier verbrennen. Kapiert? Flammcatchen. Ja. Nicht mit mir, man hat zu tun. Hey, ich will, dass du das tust. Ich weiß nicht, was Mike dir auf eurer Tour erzählt hat, aber es gibt viel Arbeit. Hier. Hey, 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 hey. Schizo, das geht nicht. Er kommt mit mir. Ich glaube, ich habe nicht mit dir geredet. Naja, ich habe Mike gefragt. Ich muss raus in die Außenwelt und er kommt mit. Okay? Wie gesagt, hab zu tun. Ja, wenn du zurück bist, kommst du zu mir. Depp. Kommst du? Da kann man doch jeden anderen dafür beauftragen. Ist das wichtig? Freaker im Matsch, eliminiere und verbrenne. Kannst Ernsthaft, jeden wo wollen wir Depp eigentlich hin? beauftragen. Ricky, ehrlich, ich habe für den Scheiß wirklich keine Zeit. Komm schon, ich zeig's dir. Okay. Ich weiß, was du getan hast. Ich habe gar nichts getan. Wenn wir die Höhlen versiegeln, hält das die Horden auf? Das habe ich nicht behauptet. Verlangsamt sie vielleicht. Die Quest wieder geil, Das endlich. hinaus. Ja. Ich dachte trotzdem, du wolltest vielleicht bleiben. Ich meine, nicht nur wegen Boozer, sondern vielleicht, weil du helfen wolltest. Das hast du geglaubt? Hey, ich hab mit angepackt. Ja schon, aber immer nur das Nötigste. Und du weißt das. Und jetzt hilfst du Iron Mike mit den Höhlen? Was sollte ich da glauben? Ja, cool. Ich find's Hammer, dass jetzt die Quest wieder aufgegriffen wird mit der Höhle. Dass wir uns jetzt mal um die Horde aktiv kümmern, wobei ich, glaube ich, diese Höhlenhorde schon auf dem Highway oder auf der Landstraße oder was das war, abgemurkst habe. Die läuft ein bisschen komisch, die Frau. Hier, Ach ja, die gute Unreal Engine. vor ein paar Wochen starb jemand, als der hier ausgefallen ist und sich das Atemgerät der Station abschaltete. Atemgerät. Oh Gott, Ricky, sieh dich um. Wenn du hier ein Atemgerät brauchst, dann bist du doch schon tot. Und wenn's Boozer wäre? Ja, das habe ich mir gedacht. Also, wir hatten fast 2 Jahre lang keinen Strom mehr, aber die Stromwandler und die Kabel sind alle intakt. Naja, zumindest hier. Ich will mal nach Norden fahren. Ich will zur Talsperre herausfinden, was los ist. Nein, nein, eskortieren, das ist Schizos Job. Ich brauche keine Eskorte. Du hast dort gelebt. Du kennst die Gegend wie kein zweiter. Deacon, du brauchtest meine Hilfe, oder? Und jetzt brauche ich deine. Shit.
Okay, gut. Ich hole ein paar Jungs, die da mit uns Nein, zusammen... tust du nicht. Wir machen das leise. Wenn wir auf Copelands Männer treffen, komme ich schon klar. Aber die Wildnis da oben ist voller Ripper. Und Pisser. Und Gott weiß was noch. Mehr Männer, du weißt, was das heißt. Mehr Aufmerksamkeit. Ja. Nein, nein. Wir machen das auf meine Art. Stimme ich ihm zu, ja. Gut. Okay, gehen wir. Hör zu, Ricky, ich muss dich mal was fragen. Damals, auf der Krankenstation. Ob ich dich abgeknallt hätte, wenn du bei uns hättest Medizin stehlen wollen? Nein. Wirklich? Ja. Du sahst aus, als wolltest du. Ich hätte dich erst nach draußen gebracht und dann abgeknallt. Okay, du wolltest also nicht, dass die Krankenstation mit Blut eingesaugt wird. Aha, genau. Ja, klingt vernünftig. So, jetzt schauen wir mal, was da jetzt noch kommt. Wenn wir früh losfahren, schaffen wir es im Hellen zurück. Solange nichts schief geht. Was soll schon schief gehen? Ich folge dir. Interessant, dass sich hier anscheinend das Motorrad durchgesetzt hat Folg als einfach der Route auf deiner Transportmittel. Karte. Da Ist oben gibt's ein paar Plünderer-Camps. Halt dich lieber fern davon. ist halt laut wie Sau. Also Ja. wie bist du hier gelandet? Ich hab dich nie gefragt. So wie alle, denke ich. Als es losging, war ich weit weg von zu Hause. Bei meiner Rückkehr waren alle fort. Wo kommst du her? Bin in der Kleinstadt bei Portland aufgewachsen. Ich habe in der Stadt gearbeitet. Kam am Wochenende heim. Die Großstadt. Ja, genau. Willkommen in Oregon. Wie war's so da drüben? Ich meine, wie bist du da rausgekommen? Keine Ahnung. Hab Glück gehabt. Die Autos standen bis an die Küste. Ein einziger Parkplatz. Willamette Valley war Kriegsgebiet. Es ging alles so furchtbar schnell. Ich sagte Freunden, sie sollten abhauen. Sie haben mir nicht zugehört. Sie haben es atomar zerstört. Portland? Ja. Habe ich auch gehört. Eine Atombombe, das hätten wir gemerkt, oder? Oh Gott. Ja. Also, du und Eddie. Hast du ein Problem? Ich? Nein. Komm schon, ich wusste es einfach nicht. Du warst lange mit uns unterwegs und es kam einfach nie zur Sprache. Okay. Ich war wie du. Irgendwie. Keine Ahnung. Eine gewisse Distanz schien eine gute Strategie zu sein. Okay, ich hätte nicht fragen sollen. Geht mich ja nichts an. Richtig. Deshalb bin ich im Camp. Weißt du? Ich wollte ein normales Leben. Viel Glück dabei. Ist nichts Ernstes. Geht Eddie und mir. ich. Sah für mich anders aus. Ja. Heute überlegt man nicht mehr lange. Weißt du, was ich meine? Geht denn an sich auch nichts Gefragt. Ich muss dir mal was sagen. Nur zu. Ich bin dir echt dankbar, dass du dich für uns einsetzt. Für mich und Boozer. Ich muss gerade mal gucken. Ah, okay, das ist ein Gebiet, wo wir, glaube ich, ja nicht so wirklich unterwegs waren. Das ist aber in Copelands Nähe. Ah, vielleicht hier die Nero-Forschungsanlage. Wie gesagt, hier waren wir eigentlich noch nicht unterwegs. Bei Iron Mike meine ich. Wow. Du bist ein echter Softie. Leck mich. Du hast dich bei mir noch nie bedankt. Ja, vielleicht hast du mir dazu ja nie Grund gegeben. Okay. Wo bist du denn neulich mit Iron Mike hin? Moment mal, du sagtest, er hätte es dir schon erzählt. Hab nichts aus ihm rausgekriegt. Ich kenne ihn ja schon sehr lange, um ehrlich zu sein. Ich habe ihn noch nie so erlebt. Irgendwie deprimiert. Wo seid ihr hin? Shermans Camp. Das soll das allerletzte sein. Ist es auch. Aber wir hatten keine Wahl. Ich wollte die Höhlen versiegeln lassen wegen all der Horden. Er wusste, wo früher das Büro war. Wegen der Karten. Er sucht noch den nötigen Sprengstoff. Der Fund muss irgendwie gestört sein. Hört sich fast so an, als wärst du freiwillig da. Ich bin doch mit dir unterwegs, oder nicht? Du hattest keinen Bock auf Sumpfdienst. Okay, erwischt. Was ist passiert? Irgendwas ist Sumpfdienst. passiert. Gar nichts, Ricky. Nichts ist passiert. Hat er denn nichts gesagt? Nein, es ist nichts passiert. Und Iron Mike hat gar nichts gesagt. Wie du sagst, man kriegt einfach nichts aus ihm raus. Okay, da kommt der Damm. Sei vorsichtig am Tor. Keine Ahnung, wer oder was da lebt. So, hat's gerade wieder ein bisschen gehängt. Okay. Ein bisschen Kanke, so rum. Okay. Gut, schauen wir mal, was jetzt kommt. Die Luft ist rein. Was, erwartest du Ärger? Ja, immer. Und wenn's so kommt, sind wir weg. Na, dann komm, ich will den Ablauf prüfen. Okay. Wo willst du hin? Hier runter.
Aber, ihr liebe Leute, ich würde sagen, an der Stelle mache ich einen Cut und wir sehen uns übermorgen wieder. Außerdem hat es gerade geklingelt. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Eiern. Yankee.